Ja, Leute, es ist soweit. Ich bin alt, ich bin in die Wechseljahre und meine Gebärmutter ist auch weg. Die war kaputt, die haben es mir rausgetan. Ich meine, mir hat das jetzt persönlich nicht gewundert, weil meine Kinder haben bis jetzt noch jeden Ort, wo die länger als 2 Monate gewohnt haben, im absoluten Chaos hinterlassen. Und ja, dann war das logisch, ne? Aber so ohne fühlst du dich als Frau erst einmal kurz nicht richtig, da fühlst du dich falsch, da fühlst du dich wie ein Fan von 1860 München. Gell, Michi? Und ja, allerdings, ich kenne das Gefühl, mir war das bekannt, weil ich habe nie einen Busen gehabt, also immer noch nicht, zum Vergleich der Bugel. Da ist durch die Hängeschultern schon mehr los, ne? Und ja, ich fühle mich oft auch gar nicht, wenn ich schlecht kampelt bin und so. Und ich bin auch innerlich inzwischen recht lau. Also ich habe auch schon lange keine Östrogene, Progesterone oder Kommilitonen mehr in mir drin gehabt. Und danke. Und als mir meine Ärztin das gesagt hat, dass ich jetzt schon mit 42 im Wechsel bin, da habe ich gesagt, ja, aber das hätte ich doch irgendwie merken müssen, diese Wechseljahre, oder? Und dann hat sie gesagt, ja, da gibt es schon viele Anzeichen. Manche Frauen ertragen nicht mehr, wie der Partner schnauft, die wollen den dann umbringen. Dann haben Schlafstörungen, Hitzewallungen, die Brust verändert sich, überall sind plötzlich Haare, die Schleimhäute trocknen aus, dann haben sie Depressionen und Angststörungen und manche Frauen merken den Wechsel erst, wenn die vor so einem medizinischen Schuhladen in der Innenstadt stehen und dann ins Schaufenster reinschauen und sie denken, mein Lieber, das sind aber flotte Show. Ich bin da gesessen, ich war so wurdig auf einmal, ich habe so zum Schwitzen angefangen, ich habe mir die einzelnen Borsten auf der Oberlippe und am Kinn einzeln ausgerissen, ne? Und ich habe da laut geschrien, medizinisches Schuhwerk von Scholl, Birkenstock und Mephisto ist klassisch, elegant und bequem. Und dann hat sie gesagt, stimmt, und manche Frauen werden auch noch grundlos saugrantig. Und dann ist mir die Spucke weggeblieben. Ich habe einen ganzen Tag am Mund gehabt. Und dann habe ich gesagt, was sind das für blöde Anzeichen? Hey? Dann hat es mir was zum Trinken gegeben und dann habe ich gesagt, wie die Brust verändert sich. Wie verändert sie sich noch, wenn man niemals nicht einen Busen gehabt hat? Ha? Beruflich macht es dann einen Schüleraustausch in Argentinien oder was? Und Hitzewallungen, natürlich waren wir immer warm die letzten Jahre. Ich habe ja gemeint, das ist der Klimawandel, nicht das Klimakterium. Und nicht leiden können, wie jemand schnauft. Ich habe noch nie leiden können, wie irgendjemand laut geschnauft hat. Bei uns im Dorf ist das verpönt, wenn bei uns ein Kind auf die Welt kommt und beim ersten Atemzug ein bisschen zu laut macht, dann darf man das in ein Weidenkörbchen setzen und donauabwärts treiben lassen. Deswegen schnaufen sie auch in Österreich so saulaut. Ne? Genetisch und grantig. Mein Gott, ich bin eine Frau aus Bayern. Ich darf mich nicht einmal gendern. Natürlich bin ich grantig. Ne? Das war aber schon immer so. Meine Mama, das habe ich schon immer beobachten können, wenn ich daheim dauernd das Telefon klingelt hat, dann hat die schon immer gesagt, bei uns klingelt immer irgend so ein blöder Apparat. Ich komme hier zu nix. Dann ist er ans Telefon gegangen und hat gesagt, hi Steffi. Nein, du stehst gar nicht da. Wo? Passt mir gut. Ja, das ist ja kein Symptom nicht, sondern eine Bewältigungsstrategie. Ja, und natürlich habe ich Ängste, Depressionen und kann nicht schlafen. Aber jetzt mal ehrlich, schaut euch doch einmal die Weltpolitik an, oder? Überall ist KI, überall gibt es Fake News. Nicht einmal mehr unsere Politiker und Politikerinnen können echte, gut recherchierte Nachrichten von irgendeinem Schmarrn unterscheiden. Und deswegen werden sogar Verfassungsrichterinnen nicht mehr besetzt. Ich meine, wer da noch gut schlafen kann, das ist doch auch bloß Julia Glöckner. Und das ist auch bloß, wenn der Pilawa nicht schnarcht.